Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, heute draussen geht's gut. Alter, ich kann jetzt gerade so anfangen mit dem Podcast. Da kommt der Can einfach gerade rein und gibt mir das. Ich weiss nicht, ob ihr gerade das Video schaut, aber oh mein Gott, er hat mir gerade einfach zum Morgen gemacht, so, wie sagen wir denn? Bananen mit Mandelmus, mit Joghurt, Blaubeere und so. Wie sagen wir denn? Nicht Haferflocken. Die crunchigen Dinger. Boah, ich weiss gar nicht, wie es heisst. Der hat einen Namen. Crumble, weiß nicht. Schreibt sie Kommentare, ich weiß es gerade nicht. Aber ich habe mich jetzt gerade dazu entschieden, dass das einfach meine Belohnung ist, wenn ich den Podcast gedreht habe. Weil ich glaube, es ist jetzt nur halb geil, wenn ihr da so eine ASMR-Podcast-Folge habt, wenn ich da am Essen bin. Aber Leute, ich freue mich so fest auf die Podcast-Folge. Ich habe euch so viel zu erzählen. Ich habe euch Gossip zu erzählen, wo so ein bisschen passiert ist. Weil irgendwie beim Podcast habe ich immer so ein bisschen, es ist eigentlich ein bisschen gefährlich, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dort kann ich Shit droppen, was ich sonst auf Social Media irgendwie nicht droppen kann. Ja, irgendwie, keine Ahnung, im Podcast habe ich so das Gefühl, ja, weißt du, das hören eben so die Leute, die Coolen, die nicht würden, also weißt du, wo so ein bisschen die Closeren, wisst ihr, was ich meine? Das ist für mich so der Close Circle da und eben so TikTok ist so, das kann jeder sehen. So, das können auch Leute sehen, die, keine Ahnung, nicht, dass ich jetzt über mega Leute lästere oder so, aber wie, es könnte ein bisschen unangenehm werden. Und da ist immer so ein Safe Space. Von dem her, genau. Aber, wo ich jetzt gar nicht anfangen, irgendwie diese Woche ist so viel passiert, gerade im Vergleich zur letzten Woche. In der letzten Woche, ich habe so gleich eine komplette Laber-Podcast-Folge gemacht. Ich weiß auch nicht, wie ich das hergebracht habe, weil irgendwie ist letzte Woche gar nicht so viel passiert. Und diese Woche, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, ich weiss, wo ich anfangen soll, ich habe Notizen gemacht. Ich fange bei SRF Kids an. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass eine daher kommt zu mir heim und so ein bisschen, eine Mini-Reportage macht über sie YouTuberin sein. Und irgendwie habe ich ja so ein bisschen erzählt, dass ich mega Schiss hatte. Weil, also, eben, ich mache ja, also YouTube-Videos machen ist ja für mich jetzt wirklich nicht mehr so ein crazy Ding, weil ich das halt schon 7 Jahre mache. So. Aber vor jemandem müssen ein YouTube-Video machen, ich schaff's nicht. Ich kann nicht. Eben, ich kann nicht mal, wenn jetzt der Can in diesem Raum wäre, ich könnte nicht die Podcast-Folge aufnehmen. Was gar keinen Sinn macht, weil wenn er die Podcast-Folge nachher hört, ist ja scheißegal. Aber ich bin dann so angespannt, ich kann gar nicht mich aufs Podcast konzentrieren. Und ich bin dann die ganze Zeit so, ja, so habe ich im Hinterkopf vor mir, Gott, lass mir jetzt jemand zu. Ich kann mich gar nicht entspannen. Und ich habe wie mega Angst auch gehabt, dass wenn ich nachher ein YouTube-Video aufnehme und da irgendjemand Fremdes im Hintergrund ist und mich filmt, während ich mein YouTube-Video filme, dass ich das nicht kann. Und es war so funny gewesen, weil also, sie ist erst mal gekommen, es war alles entspannt gewesen, es war mega lieb gewesen. Voll lustig, sie hat den gleichen Studiengang studiert, wie ich jetzt studiere, also Cast, Audiovisual Media. Darum hat sie mich so auch gefunden. Und ja, da haben wir zuerst mal so ein bisschen über das geredet und es war voll okay und so. Und dann haben wir mal angefangen. Und sie hat mich dann zuerst so ein bisschen gefilmt, wie ich das ganze YouTube-Video so ein bisschen plane. Ich habe ein YouTube-Video gemacht mit dem Can, wo man Fragen getrennt beantwortet. Und ja, das kommt erst in 3 Wochen, aber ich mache eigentlich das Veganuary-Video jetzt diese Woche. Aber ich bin froh gewesen, dass ich habe mit dem Can so ein bisschen geredet und ich habe so gesagt, bitte hilf mir, ich kann nicht. Wenn ich so wie das zweite Video mache, dann geht es ja immerhin ein bisschen so. Was auch voll dumm ist, weil das Frage getrennt beantwortet ist, halt, dass ich nicht nachher gleich alleine vor der Kamera bin. Aber egal. Auf jeden Fall hat sie wie zuerst so ein bisschen alles gefilmt, wenn ich alles am Planen war und so. Und das war irgendwie alles okay gewesen. Das habe ich voll kein Problem gefunden. Und sie hat einem immer wieder so ein bisschen Fragen gestellt, so, was bist du jetzt am machen und wie lange brauchst du jetzt für die Planung und einfach so ein bisschen so Sachen so. Und das ist wirklich alles easy, das habe ich mega gut gefunden und das habe ich dort kann ich mich auch voll konzentrieren, dort kann ich dann auch wirklich so mein YouTube-Video planen und währenddessen gefilmt werden und so, das ist voll kein Problem. Aber als es angefangen hat mit Filmen, ich bin gestorben, Leute. Es ist genau so gekommen, weil ich es denke, ich kann es einfach nicht können. Ich war so hart verklemmt gewesen und der Can war so entspannt gewesen. Also wenn ihr das YouTube-Video anschauen werdet, vielleicht werdet ihr das merken. Ich habe mich das erste Mal irgendwie nicht so authentisch gefühlt irgendwie vor der Kamera. Wie nicht authentisch, einfach so mehr, ja, vielleicht fällt es ja gar nicht so auf, aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich kann mich nicht 100% fallen lassen. Ich war wie so ein bisschen angespannter gewesen, oder so ein bisschen
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich so einen Stock im Arsch habe, weil der Can, er hat so easy können. Er ist so entspannt gewesen, er hat seine Jokes gerissen, so ein bisschen übertrieben und ich bin irgendwie so, ich weiß auch nicht, das war richtig schwierig gewesen, so. Ja, wir sind dann nachher noch in die Schule gegangen. Also sie hat mich quasi noch an die ZHDK begleitet, weil sie dort noch ein paar Aufnahmen machen und so. Und dort war es nachher auch wieder gut gewesen, dort war es wieder voll easy gewesen, gar kein Ding so. Aber irgendwie, ich bin dann nachher gleich nochmal heimgekommen und habe meinen Part nochmal aufnehmen. Also, wo ich quasi nochmal vor die Kamera gegangen und all die Fragen beantwortet, einfach weil ich weiß auch nicht, ich habe mir das Gefühl gehabt, ich kann voll nicht das brauchen, was ich euch gesagt habe. So, ich bin irgendwie so, es ist ja, weiß auch nicht. Von dem her, vielleicht werdet ihr dort einen Unterschied sehen, dass das ein bisschen später war, vom Licht oder so, keine Ahnung. Aber ja. Und was auch mega random lustig war, da würde ich fast sagen, ist so das Lustigste von der Woche. Ich habe, oh mein Gott, ich bin so, es gibt bei der ZHDK gibt es so eine Stege rauf. Vor allem, es ist eine doofe Stege, weil es ist so, wie soll ich das erklären? Es ist so mega lang gezogen, so mega, wie soll ich sagen? Also du kannst nicht links, rechts, also so mit dem linken Bein einen Stegentritt machen, mit dem rechten, sondern du machst eigentlich immer nur mit dem rechten, nachher laufst du die ganze Dings und nachher musst du kannst nur mit dem rechten Schritt raufgehen. Das ist irgendwie anstrengend und es sieht vor allem scheiße aus, dort rauflaufen. Vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, es ist wie so eine flachdruckte Stege und ein Stegentritt ist so 1 Meter lang, so dass du halt wie den linken Schritt noch auf dem Stegentritt machst. Macht das Sinn? Egal. Auf jeden Fall sagt sie wie so, ja, ich soll mal rauflaufen und ich so, ja, safe, weißt du, so. Und ich habe mich, keine Ahnung, manchmal spürt man so, okay, ja, jetzt bin ich so ein bisschen raufgelaufen, jetzt hat sie sicher eine gute Aufnahme. Aber ich habe mich nicht getraut, weil es könnte ja auch sein, dass sie hat wollen, dass ich alles rauflaufe. So die ganze Stege und das ist so eine lange Stege. So. Und ich habe mich dann darauf verlassen, dass sie dann so wird sagen, ja, hey, ist gut. Und dann kann ich wieder zurückkommen. Weil sonst wäre es ja für die Aufnahme scheiße, wenn ich in die Kamera zurückschaue. Wisst ihr, was ich meine? Das heisst, ich bin gelaufen und ich habe immer noch nicht gehört. Und ich dachte, okay, ich laufe jetzt auch die ganze fucking Stege auf und ich bin nachher so, irgendwie, keine Ahnung, nach so 3 Minuten da oben angekommen. 3 Minuten klingt voll nicht lang, aber es hat sich ewig angefühlt. Nein, vielleicht sogar weniger als 3 Minuten. Aber ist ja egal. Es hat sich ewig angefühlt. Ich bin so ganz oben dann angekommen. Bin schon fast ins Gebäude reingelaufen und dachte, okay, ja, jetzt, safe, spätestens jetzt hat sie doch die Aufnahme so, jetzt kann sie nicht mehr filmen. Und dann schaue ich so zurück. Und ich sehe einfach unten, wie sie mit so 2 anderen Kolleginnen am Reden ist. Sie hat die offenbar angetroffen. Ich glaube, die haben auch mit ihr studiert oder so. Und es ist einfach so ich bin mir so dumm vorgekommen. weil ich so die ganze Stege hochgelaufen ist und sie wahrscheinlich nur den ersten Teil gefilmt hat. Und ich einfach am Weiterlaufen war und sie in dieser Zeit andere Friends drauf hat. Das war so random. Also es war voll easy, weißt du, so. Sie hat sich auch nachher entschuldigt. So. Es war nur irgendwie so ein lustiger Moment gewesen, wenn ich so blöd die hure Stege hochgelaufen bin. Vor allem laufe ich nachher die ganze hure Stege wieder runter zu ihnen quasi. Und irgendwie sie zeigt schon von weitem so quasi auf mich, weil sie wahrscheinlich erklärt hat, warum sie so da ist. Und ich so voll in 300 Meter gefühlt weiter weg, so am Winken. So. Es ist irgendwie so, es ist so random gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, aber irgendwie war das so ein random funny Moment gewesen. Genau. Und was war auch noch die Woche? Leute, da kommt jetzt vielleicht so ein bisschen ganz schüch, eben so ein bisschen die Insider-Infos, die ich jetzt nicht droppen kann. Aber ich habe euch so ein bisschen mitgenommen in der Story und auch sonst, dass ich im Rulantica war. Habe ich das letzte Woche erzählt? Ich weiß gar nicht mehr. Aber das Rulantica ist quasi wie der Wasserpark neben dem Europapark. Also der Gründer vom Europapark hat, glaube ich, auch Rulantica gegründet. Das gibt es auch gar nicht so lange. Ich glaube, seit 2019 oder so. Irgendwie so. Voll. Und ja, also es ist so ein bisschen ähnlich wie das Alpamare, aber es ist noch ein bisschen mehr mit zum Beispiel, es hat so mega viel Lichter und also was es Auge hat, das ist so geil. Oh mein Gott, also gerade wenn ein bisschen erwachsen sind natürlich. Es gibt einfach eine Bar im Pool, also sogar 2 Spots, so, wo du einfach eine Bar, wo du kannst Cocktails und keine Ahnung was alles bestellen, mit so Sessel im Wasser drin, wo du einfach kannst, also wie eine Bar halt, mit Musik und so, also es ist, oh mein Gott, das ist so mein Dream, glaube ich. Ich habe immer so an eine Poolparty gehen. Seit ich so H2O geschaut habe, die haben doch so eine Poolparty gemacht, so in der, ich glaube, ersten Folge sogar. Und ich bin immer so jealous gewesen, ich dachte, boah, so geil, Alter. Und ich schwöre so, das war geiler gewesen, weil es ist noch so ein bisschen dunkel gewesen und es hat so Sprudelbad und also wirklich richtig geil. So Bahnen sind eigentlich auch geil. Aber vielleicht mag ich mich auch mehr erinnern,
weil ich ein Kind war. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die zum Beispiel im Alpamare oder im Sentis Park, dass die so ein bisschen länger gegangen sind. Aber eben, es kann also sein, weil ich quasi wie ein Kind bin und dann fühlt es sich länger an. Aber voll, das ist so ein bisschen. Und es war auch voll geil, weil es hat so mega wenig Leute hatte, weil es halt wahrscheinlich mega viel buchen, gerade so Europapark und Rolantica zusammen. Und der Europapark hat momentan zu, darum hat es nicht so viele Leute. Und das ist halt voll geil. Also wir haben praktisch gar nie müssen anstehen. Voll, das war richtig, richtig geil gewesen. Und ich finde, es ist mega herzig eingerichtet und alles. Also ja, ich muss halt sagen, wir sind ja eingeladen worden vom Rolantica. Das heisst, wir haben das Non-Plus extra gehabt, was so crazy war. Also wirklich, es hat mich wieder so richtig geflasht, was ich einfach so kann erleben. Also wie, keine Ahnung, wir haben es inklusive Hotel gehabt, sie haben Goodie-Bags gegeben, es war inklusive die Nacht gewesen, inklusive Brunchen. Wir haben sogar noch also es hat dann wie am 10 Uhr zugemacht, dann sind wir noch vortrinken in so einer Bar oben dran. Und nachher haben wir nochmal ins Rolantica. Also wir konnten den Tag durchgehen, bis um 5 Uhr, dann sind wir zu Nacht essen. Und dann haben wir wie am Abend nochmal gehen. Und dort war niemand mehr drin. Wir hatten wie einen privaten DJ gehabt. Wir sind insgesamt etwa, weiss doch nicht, 50 Menschen oder so. Ist das schwierig zu einschätzen? 50, 80 Menschen? Ja, 50 Menschen etwa. Also 50 Influencer plus Begleitung und so. Und dann hat es halt noch eben so Leute gehabt vor Ort dort. Das war wirklich noch crazy. Das, also weißt du, wie... Es war wie nur für uns offen gewesen, also nicht alle Bahnen, aber so die eine und eben der Pool dort mit der Bar, mit einem extra DJ. Und es sind halt gleich, es hat ja auch Angestellte gehabt, also die Drinks gemacht haben, die bei den Bahnen gestanden sind und so. Also ich habe das crazy gefunden. Wirklich richtig crazy. Das war auch voll lustig gewesen, das ist jetzt auch so ein Insider, aber keine Ahnung, irgendwie die Leute, die so bei den Bahnen arbeiten, also jetzt allgemein, also im Europapark habe ich immer so ein das Gefühl, die sind so ein bisschen mad, so ein bisschen Karens. Also ich weiss nicht, irgendwie die meisten so ein bisschen. Also ich verstehe es ja voll, es ist wahrscheinlich schon ein scheiß Job, wenn du jedem die Regeln erklären musst und du bist eigentlich nur das Arschloch, du bist wie der Bademeister, wo immer nur dann etwas zu sagen hat, wenn jemand etwas falsch macht, so, was ich auch voll verstehe. Aber es ist so krass, den Unterschied zu sehen von den Leuten, die den Tag durch gearbeitet haben und die Leute, die am Abend gearbeitet haben. Weil die, die am Abend gearbeitet haben, sind halt so viel freundlicher, so ultra, weißt du, so das überfreundliche, lustige, am Joking machen, so. Also eben, ich verstehe es ja auch, es macht ja auch Sinn, wir sind ja quasi dort gewesen, um so einen guten Eindruck zu haben, um quasi dann unsere Community mitnehmen und zu sagen, wie cool es dort ist und so. Und ja, es ist einfach ein lustig, den Unterschied zu sehen. Vielleicht war es auch gar nicht aktiv gewesen, vielleicht hat es auch am Abend andere Leute, die dort gearbeitet haben, die wirklich lustiger und cooler und sympathischer sind. Aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen, das habe ich funny gefunden. Genau. Und ja, was war sonst noch gewesen? Es war irgendwie noch krass gewesen, weil sonst sind so Influencer-Events ja eigentlich meistens einfach quasi auch mit Schweizer Influencer. Und jetzt diesmal hat es wie, also es sind nur ich und der Can gegangen, beziehungsweise ich und der Can war meine Begleitung gewesen, und noch jemand anders, wie heisst sie? Vanessa, sie ist so die Schwester von der Mimosa und so. Ich bin nicht so in dieser Bubble, aber wahrscheinlich kennen die eine oder andere sie. Sie war noch da mit ihrem Mann und sonst hat es keine anderen Schweizer gehabt, sondern es hat noch so, ich sag mal so 6 deutsche Influencer gehabt mit Begleitung, also 12 Leute. Und sonst ist der Rest alles französische Influencer gewesen. Das ist so crazy. Also es hat wirklich überwiegend französische Influencer gehabt. Und es hat irgendwie so abgefuckt, weil ich glaube, wäre ich so mehr in dieser französischen Influencer-Bubble oder will ich mehr so französische Influencer schauen, dann hätte ich so voll die coolen Momente gehabt, irgendwie so, zum ein paar gesehen, so, oh mein Gott, in Real Life, krass, so, und ich habe irgendwie niemanden kennt, so. Also ich bin jetzt auch nicht mehr so mega in dieser französischen Bubble, so auf TikTok. Müsste ich vielleicht wieder mal machen, also da hätte ich es auf jeden Fall gelohnt. Ja, genau, aber was mir auch mega aufgefallen ist, also, ja, es hat ja Deutsche gehabt und es hat Französische gehabt. Und irgendwie habe ich gedacht, wir werden so ein bisschen mit den Deutschen chillen, weil einfach obviously Sprachbarriere so. So klar, ich kann ein bisschen Französisch, aber ihr wisst jetzt schon, was ich meine. Also Deutsch ist halt jetzt schon ein bisschen nahbarer. Aber mir ist grundsätzlich so ein bisschen aufgefallen, dass die Franzosen viel offener sind. Also viel, irgendwie ist man so, die sind so, ja, ich weiß nicht. Ich will nicht sagen, ich will jetzt nicht alle die deutschen Influencer so in ein Ding schiessen. Aber ich habe wie so ein bisschen gemerkt, mega viele sind so ein bisschen, also haben so ein bisschen das Gefühl, wir sind so zweite Klasse, weil wir sind Schweizer Influencer und Dinge so ein bisschen, die Uhren sind ja gar nicht da. Und, also ich weiß es nicht, vielleicht ist es mir auch noch so ein bisschen aufgefallen. Gut, ich muss sagen, jemanden kann ich ausser Ding nehmen, so, wie heisst er? Noah. Ich weiß nicht.
ich weiß nicht, wie er auf TikTok heisst. Aber er und seine Freundin, die sind ultra sympathisch, also die sind mega lieb gewesen, so. Die kann ich ausschliessen. Aber sonst habe ich irgendwie so ein bisschen den Eindruck gehabt, ja, es irgendwie, sie sind wie so eine geschlossene Gesellschaft gewesen. Die sind wie so nur mit den Deutschen gechillt. Und irgendwie hat man so ein bisschen als Schweizer Influencer das Gefühl bekommen von, hey, ich will voll nicht mit dir zu tun haben. Also, ja, ist jetzt ein bisschen voreilig gesagt so, aber so, ich will nichts mit dir zu tun haben, also, du bringst mir nichts. Aber das ist jetzt eben weit hergeholt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Es kann auch einfach voll sein, dass sie alle anderen einfach gekannt haben und uns nicht kennt und das ist auch voll okay so. Aber das war so ein bisschen mein Eindruck gewesen. Und eben bei den Franzosen war es so umgekehrt gewesen. Also umgekehrt so, ich habe das Gefühl, die sind so allgemein irgendwie offener gewesen. Also die haben auch mal mit einem so geredet und es ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die sind so auch viel lauter, viel lustiger. Irgendwie. Ja, also das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Genau, plus ist es irgendwie auch noch funny gewesen, so 1-2 deutsche Influencer, die ich so kennt, von meiner For You-Page so, ich will jetzt da keinen Namen nennen, aber es war einfach auch lustig gewesen, weil du gewisse Skandale kennst von TikTok oder so, und es ist noch schwierig, das jetzt so zu umreden, weil ich möchte jetzt da wie niemand exposen oder irgendwie, ich möchte kein Beef starten da, oder keine Ahnung was, aber wie einfach quasi, du siehst ja die dann an dem Event und das hat dann wie so ein paar Sachen aufgedeckt, die nicht öffentlich sind, was so ist, crazy. Ja, sorry, dass jetzt da so einen blöden Teaser gibt und so, und ich kann sagen so, aber ja, das ist wie so das Einzige, was noch so ein bisschen funny ist, wenn du Leute von der Social Media Bubble kennst und dann einfach quasi, ja, in Real Life siehst und so. Und es war irgendwie auch noch lustig gewesen, weil ich habe mir eigentlich mega vorgenommen, dass wenn ich jemanden kenne von Social Media und die Person auch cool finde, dass ich dann wirklich auch zu der gehe und sage so, hey, mega cooler Content und so. Und irgendwie bei dieser Person habe ich es mir gar nicht so getraut, weil ich wie auch nicht wollte, dass die Person jetzt so, ja, so in ihrer Privatsphäre gestört wird. Wisst ihr, was ich meine? Genau, das war auf jeden Fall lustig gewesen. Aber ja, und was ist noch? Bro, nein, etwas ganz Grosses, das habe ich noch voll vergessen zu erzählen. Oder ist mir jetzt unangenehm. Und jetzt kommt gerade die Polizei, gehört ihr das? Ich weiß nicht, ob man es gehört. Aber ich habe ja erzählt, dass ich mit dem Can diesen Monat so eine Challenge mache von kein Süßgetränk und andere Challenges, aber vor allem kein Süßgetränk. Und wir haben halt wie gesagt, bei alkoholischen Getränken machen wir quasi einfach Wein, Bier oder quasi starke Sachen. Also jetzt zum Beispiel nicht Wodka mit Red Bull oder so, weil Red Bull ist ja dann wieder ein süßes Getränk so. Aber so Wein und so geht und so. Und wir sind halt am Tag durch sind wir so eben so schon in dieser Bar gewesen und haben es ein bisschen mal ausprobieren. Und wir haben irgendwie mega gedacht, also jetzt mega cool, so dort etwas trinken. Wir haben dann voll überlegt, eigentlich wäre jetzt ein Cocktail viel nicer, so, weil die haben so coole Getränke gehabt, die so oben geschlossen waren. So wie so ein bisschen, nicht Stanley Cups, aber so in die Richtung so mäßig. Sonst hat es irgendwie so cool ausgesehen und so farbig und so. Und eigentlich haben wir so etwas wollen und dann sind wir wirklich okay, nein, wenn wir jetzt treu bleiben, wir müssen durchziehen. Und dann haben wir beide einen fucking Rotwein genommen. Und ja, ich sag's wie es ist nicht die beste Idee, einen Rotwein zu nehmen, wo wirklich, also ich weiss auch nicht, wie viel die uns gegeben haben oder ob das verdünnt war, aber es ist so 3 Deziliter, nein, 3 Deziliter, glaube ich, sind es gewesen. 0,3 Liter, ja, also das war hure viel gewesen. Hure viel. Eben, ich weiss nicht, ob es verdünnt war oder wenn es wirklich nur Rotwein ist, dann ist das hure viel. Plus, du bist halt noch in einem warmen Bad, es war ja draussen gewesen. Und dann bist du noch, also wenn du im warmen Wasser bist und Alkohol trinkst, das fließt direkt ins Blut. Also es war wirklich die dümmste Idee ehrlich gewesen. Und Rotwein ist ja mal so ein bisschen, also vertreibt man noch mal ein bisschen anders als jetzt andere Alkohol so. Vor allem ich spüre Rotwein viel schneller. Und ja, eben darum vielleicht nicht mal so die beste Idee gewesen. Auf jeden Fall haben wir das dann getrunken und so. Und irgendwie im Wasser und alles war es noch voll easy gewesen. Es ist wirklich, es ist so, weißt du, so ein bisschen lustig gewesen, wir haben so ein bisschen rumgeblödelt und so. Es war wirklich ein guter Pegel gewesen. Und dann sind wir nachher noch ein bisschen andere Sachen gemacht, noch Bahn und so. Es war mega cool gewesen. Nachher sind wir, eben haben wir um 5 Uhr müssen zurückgehen, um uns ready machen und zum nachher essen. Und ich sage euch Leute, wir sind nachher ja noch duschen und dort habe ich gemerkt, oh, damn. Oh mein Gott. Ich spüre es richtig fest. Richtig fest. So, ich habe dann auch noch einen Tee getrunken. Also es ist wirklich, ich glaube, die ganze Mischung mit heißem Wasser, mit heiß Duschen, heiß Baden, heißem Tee, es ist wirklich
nicht eine gute Mischung gewesen. Es war wirklich nicht eine gute Mischung gewesen. Und ich bin aber gleich irgendwie überrascht gewesen, weil, also, es ist schlussendlich ja gleich nur ein Weinglas, also ein Weinglas so. Es ist jetzt nicht, dass ich da Cocktail an Cocktail geschlürft habe und komplett mich weggeballert habe, sondern ich habe gedacht, hey, so entspannt ein Weingläschen so. Und ich bin so weg gewesen. Und wir sind in einem Hotelzimmer angekommen und ich habe gemerkt, das geht mir nicht mehr gut. Ich bin direkt eingeschlafen. Und es hat sich alles gedreht. Das ist wirklich, ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, wieso habe ich das gemacht? Nachher war ich kurz am Pennen gewesen, und wir haben so uns um 6 Uhr getroffen. Ich bin so am 5:45 bin ich verwacht. Der Can ist auch am Pennen gewesen. Ich habe gedacht, fuck, ich muss mich noch ready machen. Und mir geht es gar nicht gut. Mir ist so schlecht und so. Jetzt kurze Triggerwarnung an dieser Stelle. Vielleicht wisst die eine oder andere, was jetzt kommt. Aber ja, ich bin dann aufs WC gegangen, sagen wir es so. Wir müssen ja nicht weiter ins Detail gehen. Aber ich habe mir einfach so gedacht, what the fuck? Also ich kann es auch niemandem sagen dort, aber es war einfach so dumm gewesen, weil irgendwie so, ja, ich kann dann wie, wir sind dann nachher immer noch zu Nacht essen und alle dort auch am Wein saufen und ich habe den Wein nicht mehr schmecken. Es ist so, mir hat es auch voll, der Magen ist voll natürlich ungeil gewesen, so, ich kann gar nicht mehr essen. Und das Beste ist ja auch noch, Alter, sie haben wie so ein fixes Menü gehabt und ich gehe halt wieder davon aus, wenn du ein fixes Menü hast, dass du halt vorher nach Allergien fragst, nach vegetarisch, vegan und so Sachen. So, und sonst wäre es ja wie eine Karte, wo du einfach etwas auswählen kannst. Und sie haben noch ein fixes Menü gehabt. Und ich schaue das Menü an und bin so, Can, das ist nicht mal vegetarisch. Wie zum Fick machen wir das? Also wie, keine Ahnung, also ich bin ja jetzt seit Anfang Jahr vegan und ich bin so wie, okay, weißt mal etwas aus Versehen essen, das quasi vegetarisch ist, also wenn es mal aus Versehen Milch oder so hat, ist sicher auch schon passiert in diesem Monat. Aber so Fleisch ist bei mir halt wirklich so, ist ich so seit 5 Jahren oder 4,5 Jahren nicht mehr. Und das ist ich so straight nehme, das kann ich nicht essen, das finde ich verdammt grusig. So. Und darum bin ich schon so gewesen, oh, hell, was? Also wie, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe mir so gedacht, gerade in Deutschland habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, die sind doch irgendwie noch ein bisschen weiter. Irgendwie, weil die haben zum Beispiel im Rewe, wir sind im Rewe gesehen, haben so viele vegane Sachen, das ist crazy. Wirklich. So, ich habe das Gefühl, Deutschland ist so noch ein bisschen weiter mit so veganer Ernährung und so. Und irgendwie bin ich wirklich so gewesen, oh mein Gott. Auf jeden Fall haben wir dann bei den Dings vorne gefragt, also bei den, wie sagt man, die servieren und so. Und sie haben gesagt, ja, sie könnten uns ein vegetarisches Menü machen. Einfach mit Tofu. Und irgendwie, ja, es ist wie so gewesen, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Und jetzt haben wir einfach ein vegetarisches Menü gehabt. Und irgendwie ist das so, ja, ich weiß auch nicht. Also weißt du, jetzt im Nachhinein so, ja, ist halt jetzt was gewesen, so, aber irgendwie habe ich es gleich noch crazy gefunden, so. Also ja, vielleicht, wenn ich jetzt da voll den Aufruf gemacht hätte mit Leuten, eigentlich ist das nicht und alles, hätte ich es safe irgendwie geschafft und es hätte mir etwas anderes gegeben. Aber es ist ja wie auch eine blöde Situation, weil du bist eingeladen, du hast ja sonst schon deine Extrawurst, wenn du vegetarisch bist, aber vegan ist halt wie nochmal eine grössere Extrawurst, sage ich mal. Und irgendwie, ja, bist auch wieder im Clinch, eben, du möchtest nicht unfreundlich sein, du möchtest nicht mega deine Extrawurst haben, du bist eingeladen worden, alle anderen bekommen dir das Essen, es ist wie allgemein eine blöde Situation gewesen. Und dort habe ich wirklich das erste Mal gemerkt, okay, fuck, Alter, das ist verdammt schwer mit vegan, weil sonst habe ich bis jetzt ja nie, den ganzen Monat oder seit Anfang Jahr nie einen Struggle gehabt, so. Und dort war wirklich das erste Mal so ein Clinch gewesen. Und ja, also es ist mega blöd, aber irgendwie so ist es auch ein komisches Gefühl gewesen, dann zu essen, weil du so wie den Streak durchbrochen hast. Also nicht mal nur den Streak, aber auch so dieses ethische Gefühl, sage ich mal. Und auf der anderen Seite denkst du so, ja, Alter, keine Ahnung, weißt du, so, ja, die Fleisch essen, so, die müssen ja mit dem Sinne ein schlechteres Gewissen als ich, so, also wie, wenn sich so jemand leisten kann, zumal vegetarisch leben, dann ja in diesem Raum am Menschen an mir, so, also jetzt ganz blöd gesagt, so, aber, ja, eben, also es ist, ich glaube, für viele, die jetzt da vegetarisch oder normal Fleisch essen, sind so, what the fuck, chill mal, aber irgendwie ist es gleich so eine blöde Situation gewesen. Voll, das war so ein bisschen das gewesen. Und was haben wir noch? Leute, ich weiss nicht, für die mich so lange verfolgen, die wissen, ich war immer Anti-Tattoo gewesen. Und ich habe gerade meine Phase, wo ich mir for real am Überlegen bin, ein Tattoo zu machen. Ich weiss es nicht, Hilfe! Aber
Ich weiß auch nicht, also seit der Lino gestorben ist, spiele ich so immer mal wieder so ein bisschen mit dem Gedanken, so ein kleines Tattoo von einem Häsli zu machen. So ein Häsli, das aussieht wie der Lino. Weil, ich weiß nicht, also ich bin allgemein eigentlich nicht so into Tattoo. Ich finde es eigentlich mega nice, wenn man so den Arm voll hat mit so kleinen, feinen Feinline-Tattoos. Ich finde das eigentlich mega nice. Aber ich weiß, dass das für mich mehr so ein Stil ist oder ein Style, wo ich jetzt gerade fühle. Und das ist nicht so etwas, was ich das Leben lang fühlen werde. Das ist so mein Ding. So zum Beispiel auch das Arschgeweih, ich finde das übel geil. Oder da vorne an der Leiste so ein Tattoo, ich finde, das sieht so geil aus. Aber ich weiß einfach, dass ich das nicht mein Leben lang wird geil finden. Und ein Tattoo ist halt fürs Leben lang. Klar, kannst du es irgendwann weglasern lassen, wisst so. Und ich habe wie gesagt, wenn ich mal ein Tattoo würde machen, wenn überhaupt, dann etwas mega Kleines und etwas, das eine mega grosse Bedeutung für mich hat. Und ja, ich glaube, ich muss auch nicht erklären, was so ein Häsli für mich für Bedeutung hat. Eben, also ja, ich mache es jetzt gleich. Aber eben zum einen der Lino, mein Hase, der gestorben ist. Und allgemein, ich habe irgendwie so eine mega Verbindung zu Häsli. So, das sind so meine Lieblingstiere. Mein erstes Kuscheltier, wo ich so auf Geburt bekommen habe und keine Ahnung, bis wann also ja, jeder hat doch ein Kuscheltier als Kind, ist auch ein Häsli gewesen. Und irgendwie, I don't know, Häsli sind so meine Tiere. Und ich würde, dann würde ich so ein mega simples Feinline-Häsli mit so Lampiohren machen. Also jetzt nicht irgendwie so ein riesiges Tattoo, sondern wirklich so ganz klein irgendwo. Ich wüsste auch gar nicht wo. Schreibt mal in die Kommentare, wo geile Orte sind am Körper, weil ich will irgendwie nicht, dass es so ultra krank präsent ist. Aber ich will auch, dass es wie nahe bei mir ist, also jetzt nicht irgendwie mit dem Fußknöchel oder so. Ja, das muss ich mir noch wieder überlegen. Und ich muss mir allgemein überlegen, ob ich das überhaupt will. Vielleicht ist nächste Woche schon wieder eine andere Phase. Aber wie ich bin jetzt gerade in letzter Zeit immer mal wieder so auf Pinterest am Schauen gewesen und keine Ahnung so. Darum, das ist irgendwie für mich jetzt auch noch so eine crazy Phase, dass ich mal die Phase habe, wo ich überlege, tatsächlich ein Tattoo zu machen. Weil wirklich die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich immer war, nie. Weiß auch nicht. Genau. Ja, dann ist gestern Agnes bei mir gewesen, und wir haben so ein bisschen Content gemacht. Wir haben zuerst ein YouTube-Video für mich gedreht, dann haben wir einfach ein paar Sachen für TikTok und Instagram und so gemacht. Und es war so cool gewesen. Also ich weiss nicht, irgendwie, ich habe die letzten Wochen wieder so ein bisschen den Spark verloren zum Content machen, und irgendwie gerade diese Woche im Rulantica und auch sonst überall, ich habe den Spark wieder so ein bisschen gefunden. Ich habe wieder so Bock, so mein Leben mit euch teilen, coolen Content machen, so lustige Sachen machen und einfach all das. Also, ja, zum Beispiel, ich bin ja beim Broadcast-Channel auf Instagram wieder so ein bisschen regelmäßig am Sachen schreiben, um einfach so ein bisschen näher mit uns sein. Und ich finde das so cool, auch wieder ein bisschen mehr Stories machen und das so ein bisschen mitnehmen und so. Also ich habe wirklich diese Woche recht meinen Spark wieder gefunden. Ich gehe nachher am Schluss von dem Podcast auch noch so ein bisschen drauf ein. Aber auf jeden Fall habe ich wie gestern mit Agnes Sachen aufgenommen und es hat so Spass gemacht. Also ich möchte gerade mit jemandem zusammen Content aufnehmen, der quasi auch Spass hat und der das auch als Hobby macht. Und ja, das ist so nice. Das ist halt wie ein Hobby, das du teilst. Das ist wie, wenn du eigentlich das Leben lang immer alleine reitest und nachher findest du wie eine Kollegin, die auch gerne reitet, dann gehen wir mal zusammen reiten. Weißt du, es ist wie so, das macht so viel mehr Spaß und das ist so cool und du kannst Sachen teilen, du kannst Sachen sharen und irgendwie, also ja, ich bin ja schon lange mit Freunden mit Agnes und wir haben auch schon vor einem Jahr so Content gemacht, aber jetzt wieder schon lange nicht mehr und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe es irgendwie so schön gefunden, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, in der Schweiz oder irgendwie in dieser Bubble, vielleicht auch wo ich gerade bin, gibt es das irgendwie gar nicht so, dass man so wirklich oft Content miteinander zusammen macht. In Deutschland sehe ich das so oft, dass so Jana Claire mal mit der Content macht, mal mit der und die treffen sich und also wie, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob in der Schweiz einfach das sich nicht so ergeben hat, dass das irgendwie unsere Szene so ist. Vielleicht nehme ich das auch nur so wahr. Oder vielleicht sind auch einfach mega viel verklemmt oder haben auch gar nicht so Lust, weil wenn du jetzt zum Beispiel Content machst, ich sage jetzt mal Koch-Content, dann verstehe ich jetzt auch, dass es weniger passt, jetzt mit jemand anderem noch Videos zu machen. Und jetzt für meinen Content so ist das halt mega nice. Jetzt gerade zum Beispiel YouTube-Videos finde ich viel geiler, mit anderen Leuten zusammen YouTube-Videos machen als alleine so. Oder einen Podcast finde ich auch mega nice, mal mit anderen machen. Und sonst halt einfach eben Content für TikTok und Instagram und so. Ich finde, das macht mir so viel mehr Spaß. Und ja, also ihr seht ja auch, ich benutze ja sonst meistens, ich nehme ja sonst meistens oder mache meistens Content so mit meiner Familie oder mit dem Can, weil es mir einfach Spaß macht so. Und ich fände es eigentlich mega cool, wenn die ganze Schweizer Szene so ein bisschen mehr
würde Content miteinander machen. So, ja, mich mega wundern, wie nehmt ihr das so wahr? Weil, oder in der ganzen Schweizer Szene, oder sind ihr überhaupt in der Schweizer Szene, schaut ihr allgemein so ein andere Schweizer Creators so, und wie nehmt ihr das so wahr? Dass, also habt ihr auch das Gefühl, dass gerade im Vergleich zu Deutschland oder so, wir irgendwie viel weniger so Content miteinander zusammen machen? Also weißt du, so klar sieht man sich mal am Event und so, man versteht sich mit allen, aber irgendwie kommt man nicht so auf die Idee, zum mal jemandem schreiben von «Hey, wollen wir mal abmachen und mal so ein Content zusammen machen» und so. Und irgendwie, ich weiss nicht, aber ich habe, also das ist jetzt so ein bisschen mein Eindruck, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das eher so ein bisschen, dass man irgendwie erst miteinander abmachen, wenn man so voll Besties ist. Also wie Besties im Sinne von «Bro, wir müssen zuerst 3 Wochen zusammen in der Ferien sein und alle Geheimnisse sharen und dann können wir mal zusammen vor der Kamera.» Ich weiss es nicht. Ja, irgendwie, ja, keine Ahnung. Also mich mega wundern, wie ihr das Ganze so ein bisschen wahrnehmt. Aber ich finde das irgendwie voll geil und ich habe das Gefühl, ich würde das voll fühlen, weil ich mega oft eben Nachrichten habe, «Hey, machst du mal mit dieser Person einen Podcast, mal mit der und so.» Und also jetzt Insider, ich habe das auch schon probiert, ich habe auch schon Leute angefragt und habe auch schon oft eine Absage bekommen. Ja, also weißt du wie, es ist auch voll okay, wenn Leute nicht wollen, zusammen einen Podcast machen oder nicht wollen in einem Podcast von mir sein oder irgendwie, keine Ahnung was so. Ich verstehe es ja voll, es sind nicht alle so, also haben nicht alle Bock so, aber irgendwie fände ich es persönlich halt irgendwie eigentlich noch nice, wenn das ein bisschen öfters passieren. Aber ja, weil irgendwie auf YouTube war das früher schon ein bisschen anders gewesen. Also ich habe ja mit YouTube angefangen und dort ist allgemein die Schweizer Szene so viel kleiner und so. Und dort hat es wie so, keine Ahnung, da hast du gefühlt alle Schweizer YouTuber können von einer Hand abzählen, gefühlt so. Und dort war es noch viel mehr das Ding gewesen. Also ich weiss noch, ich habe irgendwie so, ich weiss auch nicht wie viele Abonnenten gehabt. 500, 400, I don't know. Und irgendwie hat man dann gleich schon alle Creators so ein bisschen kennt. Also man hat schon gewusst, wer so existiert. Bei TikTok finde ich das noch ein bisschen schwieriger, weil da gibt es mittlerweile so viel. Und so, also wie, ja, bei YouTube ist das noch mehr so, dann macht man offiziell YouTube. Und bei TikTok gibt es ja mega viel, die einfach quasi mal TikToks aufladen und so. Und man ist jetzt in dem Sinne nicht offiziell ein Creator, sage ich jetzt mal so. Und bei YouTube ist das schon noch mal ein bisschen anders gewesen. Und dort war es irgendwie auch normal gewesen, dass man sich dann mal reingefolgt ist und dass man dann einfach mal auf Instagram geschrieben hat, «Hey, wenn wir mal zusammen uns treffen und ein YouTube-Video machen.» Und dann hat man das einfach gemacht. Also ich habe mich auch das erste Mal mit jemand anderem getroffen, der macht jetzt kein YouTube mehr. So. Und der ist dann einfach zu mir hergekommen. Wir haben zusammen für ihn und zusammen für mich ein YouTube-Video gedreht. Und ich habe den vorher noch nie gesehen. Ich habe noch nie mega viel mit dem geschrieben gehabt. Und es war gleich mega lustig gewesen. Und ich habe das Gefühl, so lernst du ja die Leute viel mehr kennen. Also ich habe das Gefühl, indem du ein Hobby teilst, ja, wachst du auch zusammen und kommst dir näher, als jetzt blöd gesagt, nur bei Events oder so. Voll. Und ich merke, das ist wie so ein bisschen, hat sich so ein bisschen verändert, jetzt seit TikTok aufgekommen ist und alles. Und irgendwie finde ich das voll cool, ja, wie das so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen zusammenschweissen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Genau, ich weiß jetzt gar nicht, ob mich das mega interessiert hat. So. Voll. Was haben wir noch? Ja, ich habe ja erzählt letzte Woche, dass ich auch das Ziel kann, jetzt wie jeden Tag 10'000 Schritte am Tag machen. Und ich kann euch ja schon mal sagen, was ich bis jetzt so ein bisschen gemerkt habe. Zum einen, ich finde es krass, wie viel mehr Energy ich jetzt habe. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob das jetzt von den 10'000 Schritten oder so kommt, aber ich merke halt wirklich allgemein, dass ich jetzt gerade diese Woche wieder so voll wieder den Spark gefunden habe, so ein bisschen wieder Motivation, Energy, Lust, an allem. Und letzte Woche war so eine Downphase oder allgemein die letzten Wochen irgendwie. Kann es sein, dass es mit der Winterdepression zu tun hat? Ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall mir so ein bisschen aufgefallen. Und ich gehe halt, also der Can und ich haben ja zusammen das Ziel und wir gehen jetzt immer mega oft zusammen laufen. Und das macht so viel, das macht mega viel für einen selber, für die Beziehung, einfach alles zusammen, weil du halt so viel einfach Sachen mehr sharen, was gerade dein Struggle ist und so. Und irgendwie, keine Ahnung, ich habe einfach wieder so ein bisschen ein High gehabt und ich habe so ein bisschen, ja, mit dem Can eben über Social Media Sachen und so geredet und alles. Und wie irgendwie, also es hat auch noch so damit zusammengehangen, dass ich so ein Video von mir gefunden habe, das ist mega herzig, wo ich so vor 4-5 Jahren, so habe ich das aufgenommen, ich habe das irgendwo in meiner Galerie gefunden und mal gespeichert. Und dort habe ich wie von meinen Zielen geredet, die ich in meinem Leben mal möchte erreichen möchte, bezüglich Social Media. Und es ist so herzig, es hat mich so emotional berührt, das Video zu schauen, weil ich halt
Weißt du, ich bin so ein junges Girlie mit so richtigen Visions im Leben, wo so richtig so, oh mein Gott, ich möchte mal das und ich möchte mal das und irgendwie so. Und es war vor allem auch so fucking emotional gewesen, weil ich einfach so über Sachen geredet habe, die ich jetzt so erreicht habe. Also ich habe zum Beispiel so gesagt, wow, weißt du, wie krass wäre das mal 100'000 Abonnenten auf TikTok haben. 100'000! Und irgendwie, es hat mich so emotional gemacht, weil ich habe jetzt so 270'000 Abonnenten auf TikTok und es ist wie so, ja, keine Ahnung, irgendwie so, wenn also wie, klar ist es jetzt noch speziell, aber wie mal das von seinem früheren Ich zu hören, so quasi, wo in Zukunftsversion redet, wenn das mal wird sein, wie crazy. Das hat mich irgendwie so emotional gemacht und so berührt. Und ich habe auch so Sachen gesagt wie, Bro, ich glaube, etwas, was ich auch mal so unbedingt mal möchte machen und erleben, ist so mal den Jonas Ems treffen. Ich war so hardcore Jonas Ems Fan gewesen. Vielleicht kennt ihn die ein oder andere, das ist so ein YouTuber. Und es ist wie so, in meinen Augen so ein hure unrealistisches Ziel gewesen, mal dort zu treffen. So komplett unrealistisch so. Und ich habe ja gleich, habe ich den dann wann ist das gewesen? Im 21. habe ich den ja kennengelernt. Wir sind bei dem daheim und alles und wir sind mit dem im Ausgang und so. Und es ist wie, Alter, es ist einfach so emotional gemacht, so, Bro, du hast es einfach erreicht. Du hast so, damals hättest du das niemals gedacht. Und irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie so etwas Schönes gewesen. Und so lustig, mir ist gerade so ein TikTok vorgeschlagen worden, wo eine auch so ein bisschen über das Thema redet. Und ich habe mir gedacht, darum wäre es mega spannend, mal in dieser Podcast-Folge auch so ein bisschen über das Thema reden. Und zwar ist das ein Satz, der so simpel ist und so viel vom Mindset einfach ändert. Und zwar, realistische Menschen sind nicht erfolgreich. Ich sage es nochmal, realistische Menschen sind nicht erfolgreich. Und es macht so Sinn. Und es ist so simpel. Und es ist für mich so kurz so ein Mindset, so ein Gamechanger gewesen, weil, I don't know, es macht dir einfach Sinn, weil wenn du realistisch bist, dann suchst du dir auch die ganze Zeit ein realistisches Ziel, einen realistischen Job. Dann machst du jetzt vielleicht auch, weiss ich nicht, ich sage jetzt mal, nicht, dass ich jetzt 0815 Jobs will abdingen, so, aber ich meine, wie, dann machst du etwas Realistisches und vielleicht machst du dann etwas, wo realistisch ist, aber nicht etwas, wo eigentlich unrealistisch ist, aber dafür etwas, wo du eigentlich lieber würdest wollen. Wisst ihr, was ich meine? So, und es ist mir wie irgendwie durch den ganzen Satz ist mir so vieles klar geworden. Also, auch zum Beispiel Europapark. So. Der Dude, der den Europapark gegründet hat, wenn der jemandem erzählt hat, Bro, ich möchte mal einen fetten Park machen mit Bahnen, weißt du, wie viele Leute sind so gewesen, ja, Bro, das ist verdammt nicht realistisch. Alter. Mach doch irgendwie, weiss doch nicht, mach irgendwie lieber einen Bürojob. Ja, keine Ahnung, so. Jetzt ist der fucking, weiss auch nicht, Milliardär, so. Und also es hat so der Dude beim Nachtessen so ein bisschen erzählt, wie der Europapark entstanden ist, das war schon spannend gewesen. Aber wie, einfach so Sachen, oder auch ein Peter Bolliger, der hat ein letztes Video gemacht, das ist auch ein Schweizer Creator. Er hat so sein Ziel gehabt, seine Vision, irgendwann mal mit dem Roger Federer das Video machen. Was auch so in dem Sinne ein unrealistisches Ziel ist, weil es hat schon mega viele Leute gegeben, so 2 Uhr morgens, die haben auch die ganze Zeit probiert. Also das sind auch Creators, also SRF von damals, dass sie den Roger Federer mal treffen, auch so Sachen, und sie haben es auch nie geschafft und so. Und wie, es ist so ein unrealistisches Ziel, mal den Roger Federer treffen, mit dem ein Video machen, und er hat es jetzt einfach geschafft. Und ich finde das so etwas Tolles, so etwas Schönes. Und irgendwie, ja, hat mich das so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass wir vielleicht gar nicht immer nur mega realistische Ziele in unserem Leben haben, sondern vielleicht können wir einfach mal über den Tellerrand denken, um vielleicht auch einfach mal weiterkommen in unserem Leben als das, was realistisch ist. So. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie so ein schöner Gedanke. So. Voll. Und ich habe ja das wie auch so ein bisschen mit dem alten Video, das ich damals gemacht habe. Ich habe mir überlegt, vielleicht mal den Jonas Ems zu treffen. Das wäre so ein Wunsch gewesen, so ein Traum. Und der ist jetzt gleich einfach gegangen. So. Und auch wenn es ja nicht, wenn ich den niemals getroffen hätte, so, dann ist das wie so auch ja egal, weil es ist so in meinem Kopf ja dann gleich so, also man weiss ja gleich, es ist so ein grosses Ziel und es ist nicht so die Lebensvision, wenn ich das nicht schaffe, ist alles scheiße, sondern es ist schon, wenn ich das schaffe, dann ist crazy. So, und ich habe das Gefühl, wenn man unrealistische Ziele erreicht, ist es doch auch viel das größere Erfolgserlebnis, als einfach immer realistische Ziele machen. Also, keine Ahnung, so, jetzt geht es fürs Leben allgemein. Und irgendwie hat mich das so voll inspiriert, um so ein bisschen allgemein überlegen, so ein bisschen Ziel
für mein Leben, oder jetzt mal, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt auch so ein bisschen Social-Media-mäßig überlegt, weil ich jetzt gerade irgendwie diese Woche wieder so ein bisschen den Spark gefunden habe. Und ich habe jetzt mir einfach so voll, ich sage mal nicht voll, aber unrealistische Ziele überlegt. Und es hat mich so fett motiviert. Irgendwie, weil wenn man unrealistische Ziele hat und man arbeitet an denen, dann hat man umso mehr den Ansporn, um quasi anderen beweisen, von hey, ja, du denkst zwar, es ist unrealistisch, aber ich will es gleich schaffen. Und wenn ich es geschafft habe, dann ist es so, da Bitch! Ha! So, ich habe das auch ein bisschen mit YouTube oder allgemein Social Media gehabt. So, es haben mega viele, haben so immer so ein bisschen gewusst, dass ich mal will Social Media machen und so. Und Bro, wie viel, oder nur schon, als ich angefangen habe, wie viele haben das so belächelt und so gedacht, so, ja, Bro, in der Schweiz erreichst du eh nicht so. Und wie, ja, also wie, in meinen Augen, für mich habe ich so viel erreicht, so viel erlebt. Für mich bin ich so an einem Punkt, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich mal sein, dass ich das mal erreichen so. Und eben, ich habe das alte Video von mir geschaut, ich bin so, das habe ich so emotional und so irgendwie stolz gemacht, dass ich in dem Sinn so viel erreicht habe von dem, was ich mir immer erträumt habe. So. Und ja, es hat mich dann irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob, weißt du, vielleicht das so ein bisschen, blöd gesagt, der eigentliche Sinn vom Leben ist, weil das ist so ein bisschen allgemein, das ist jetzt voll weit hergeholte Frage, so, was ist der Sinn vom Leben, aber ich habe das Gefühl, wenn wir alle so ein bisschen Ziele haben, und das sind grössere Ziele, und das sind eben vielleicht auch unrealistische Ziele, dann gibt einem das so ein bisschen einen Sinn im Leben, so ein bisschen einen Ansporn, ein Grund also einfach eine Motivation, zum etwas schaffen so. Und irgendwie, weiß auch nicht. Also ich kann jetzt mal sagen, was jetzt so meine Ziele, was ich mir so ein bisschen überlegt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das für euch mega spannend ist, weil es geht halt so mehr jetzt so im Social Media so. Aber ich habe gesagt, ich möchte bis Ende Jahr 100'000 Abonnenten auf Instagram haben. Das ist irgendwie so etwas, wo ich schon lange immer so ein bisschen denke, wäre voll geil. Und irgendwie, ich finde es so crazy. Ich habe das jetzt Anfang von dieser Woche habe ich das gesagt, ich möchte das mitmachen. Und das macht ja dann auch etwas unterbewusst mit einem, eben, dass man dann so ein bisschen allgemein mehr Lust hat und mehr, ich habe dann wie allgemein mehr Stories postet, mehr Content gemacht. Ich bin irgendwie vielleicht merkt man einfach dann automatisch mehr an, dass ich mehr Lust habe und mehr fröhlich bin und mehr, weiß auch nicht, so ambitioniert. Und es ist so krass, wie innerhalb von dieser kurzen Woche ich wieder so vergleichsweise zu der letzten Woche so viel mehr Abonnenten gemacht habe. Also, vielleicht ist das jetzt auch einfach ein Zufall, aber irgendwie, I don't know, ich habe das irgendwie so crazy gefunden. Voll. Also, folgen mir gerne auf Instagram, dann schaffe ich vielleicht meine 100'000 Abonnenten Ende dieses Jahr. Aha, für die, die es nicht wissen. Ich habe jetzt aktuell auf Instagram 58'200. Boah, das ist auch spannend zu sehen. Also, es ist jetzt gerade, wie spät, es ist jetzt der 9. Februar am Sonntag, um 12:30 am Nachmittag. Also, ich bin gespannt, wenn ihr jetzt gerade schauen, wie viele Abonnenten ich jetzt habe. Voll. Aber das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und es ist ja auch viel, das sind ja 40'000 Abonnenten, die ich das Jahr noch erreichen müsste. I don't know, es ist verdammt unrealistisch, aber ich glaube daran, dass ich das schaffe, Leute. Was habe ich noch? Dann, das ist auch so, das ist jetzt nicht fürs Ende Jahr, sondern das ist auch einfach so ein Lebensziel, das ich mega gerne mal erreichen würde, ist den YouTube-Play-Button haben. Weil das ist so, für mich geht es gar nicht da mega nur um die Zahl von, oh Gott, ich will 100'000 Abonnenten haben, sondern irgendwie mehr so, das ist mehr so etwas Emotionales von, wenn ich dann mal erwachsen bin, dann habe ich wie, das ist dann etwas, was man so in der Hand hat. Das ist mega blöd. Aber das ist wie so ein bisschen ein Abschluss. Also während du jetzt die Schule machst, dann hast du nachher einen Abschluss, dann ist nachher so eine Fakultät, also so ein Zettel in der Hand. Und irgendwie ist das wie bei YouTube, ist das so, der YouTube-Play-Button ist so das. Und irgendwie ich finde das irgendwie mega schön, wenn ich dann mal so ein bisschen älter bin, kann ich sagen, hey, das habe ich in meiner Jugend gemacht und so. Und so hat es angefangen mit YouTube und irgendwie so. Darum der YouTube-Play-Button wäre, glaube ich, schon etwas, was ich irgendwie mega gerne mal wieder erreichen. Aber eben, das ist noch ein bisschen weiter weg. Der hast du ab 100'000 Abonnenten und ich habe jetzt fast 36'000 Abonnenten. Das ist jetzt schon noch schwierig, vor allem halt in der Schweiz so. Voll. Und beim Podcast würde ich mega gerne mal einen Award gewinnen. So den Swiss Podcast Award zum Beispiel. Ich glaube, das ist so wie, der Podcast ist so mein Baby. Das ist so wirklich, da steckt so viel Herzblut rein. Das ist so, I don't know, also ich liebe meinen Podcast, ich liebe meine Community, ich schwöre es euch, ich liebe euch so fest. Ihr schreibt jede Woche wirklich so herzige Kommentare, teilweise richtig lange Blöcke. Also wirklich, ich finde es crazy, was für geile Leute sich da zusammengesammelt haben, die einfach meinen Podcast hören. Also wirklich so ein fucking Blessing und darum ist das so,
ich liebe darum irgendwie so den Podcast, den Safe Space, wo wir da irgendwie alle zusammen so ein bisschen geschaffen haben. Und ja, ich glaube, das wäre für mich wie auch irgendwie so etwas Emotionales. Auch so ein Award gewinnen für den Podcast irgendwie. Genau, das sind so ein bisschen meine Ziele gewesen. Aber jetzt so, ja, vielleicht müsste man noch allgemein solche Gedanken machen, die ich so allgemein fürs Leben möchte haben. Voll, aber ich hätte ja mega gerne so ein bisschen, vielleicht habt ihr auch Ziele für euer Leben. Und sonst, falls ihr das nicht habt, ist es vielleicht mega nice, auch mal allgemein so ein bisschen Ziel fürs Leben suchen. Weil das gibt einem so eine fette Motivation, das ist so krass. Und es könnte auch, weißt, es muss ja nicht mal fürs ganze Leben sein, von mit 40 möchte ich dann heiraten. Also ja, okay, nein, mit 40 heiraten ist dann vielleicht ein bisschen spät. Also ja, so für die meisten wahrscheinlich so. Aber ich meine jetzt wie auch so, es kann auch so in 3 Jahren sein. Es kann auch wie, ja, keine Ahnung, einfach so allgemein so ein bisschen Ziel für die nächsten paar Jahre haben und nicht jetzt einfach für morgen und übermorgen. So, oder jetzt einfach nur für das Jahr, sondern so ein bisschen grundlegende Ziele, die man mal gemacht hat. So wie so eine Bucketlist fürs Leben so ein bisschen haben. Und das gibt einem so eine Motivation. Voll. Also wirklich, schreibt in die Kommentare, was so ein bisschen eure Ziele sind. Ich glaube, das ist ja voll geil. Ich brauche auch noch ein bisschen Inspo, was so fürs Leben für geile Ziele kann geben. Ja, dann können wir vielleicht auch gegenseitig uns so ein bisschen inspirieren. Und ich glaube, nur schon, wenn ihr jetzt mal einen Kommentar da lasst, dann macht ihr euch aktiv mal Gedanken, was sind wirklich geile Ziele im Leben, als wenn ihr jetzt einfach den Podcast hört und mal so ein bisschen überlegt, sondern wenn ihr es mal aufgeschrieben habt und quasi visualisiert habt. Das macht so viel mit einem. Voll. Ja, ich sage euch ehrlich, ich habe... Ah nein! Ich habe langsam Hunger und ich will mein Müsli essen. Aber ich habe voll vergessen, einen Kommentar rauszusuchen, Leute. Ich tue sonst eigentlich immer einen raussuchen, aber ich glaube, ich mache das jetzt einmal ganz spontan, wo ich einfach einen raussuche aus der letzten Folge. Also es hat so viele herzige Kommentare. Ich nehme jetzt gerade einfach den von der Janina. Ich grüße dich ganz herzlich. Sie hat geschrieben: Hey Nati, ich liebe deinen Podcast, es tut immer so gut, dir zuzuhören und mit deinen Struggles zu relaten. Das ist so herzig. Ich verstehe voll, dass es dich stresst, wenn die Frau vom SRF kommt. Ich bewundere dich mega dafür, dass du so vor der Kamera kannst stehen und einfach labern. Jö! Ich habe eine Frage. Lieber Berge oder Meer? Bei mir ganz klar Berge, das ist voll meine Welt und ich hasse es einfach, wenn ich Sand zwischen den Zehen habe. Kannst du mich echt mal grüßen, wäre mega lieb. Also wie gesagt, Janina, ich grüße dich ganz herzlich. Danke für deinen Kommentar und wirklich so cute, Alter, was du da geschrieben hast. Das hat mich mega gefreut, wenn ich den das erste Mal gelesen habe. Und zu deiner Frage, lieber Berg oder Meer, ich glaube im Fall actually lieber Meer. Oder vielleicht mit Bergen verbinde ich jetzt mehr Winter, so wegen Skifahren und Snowboarden, was auch mega geil ist. Und mit halt mehr, irgendwie so obviously mehr Sommer. Und ich bin allgemein, glaube ich, eher Sommer als Winter. Aber ich sehe den Punkt mit Sand zwischen den Zehen. Oder wenn du so fett paniert bist. So. Aber ich bin halt voll der Sünneli-Mensch. Oder so der Gute-Wetter-Mensch irgendwie. Sonne, Vitamin D. Ja, voll. Ich merke voll, dass ich das voll appreciate. Und nur schon, wenn ich das Sonne kann, am Meer und mich kann brünen, das gibt mir so einen Confidence-Boost. Ich weiss, es ist jetzt nicht unbedingt das Beste, so sich brünen, aber ja, genau. Darum würde ich sagen, mehr als Berge. Ich kann ja auch mal in die Kommentare schreiben, Team Berge, Team Meer. Und ja, vergessen nicht dem Podcast 5 Sterne Bewertung geben. Vielleicht komme ich dann nachher mal den Award über, weil 5 Sterne ist eine gute Bewertung, 5 Sterne ist wichtig. Und dann kommt man sogar mal in die Charts bei den Podcasts ein bisschen höher. Voll. Ja, eben, wie gesagt, nochmal wirklich fettes Dank an euren Support. Ich schwöre, ganz viel Liebe geht an euch aus. Ich bin allgemein die Woche so emotional gewesen, so ja, was ich alles kann erleben, was ich durch euch alles für Möglichkeiten habe, dass fucking SRF mit mir Sachen aufnimmt, dass ich kann gratis ins Rulantica gehen, inklusive Hotel und all diese geile Sachen kann erleben. Ja, also wirklich, ich bin die Woche ist so emotional gewesen, ich bin so dankbar gewesen, ich bin so, ja, ich habe mich so verbunden gefühlt mit euch, das ist mega blöd. Aber ja, darum wirklich fettes Danke, es ist mega, mega nice und yes. Ich tue jetzt die Podcast-Folge beenden, die geht wahrscheinlich schon viel zu lang und jetzt habe ich wirklich richtig Hunger und ich freue mich auf mein Müsli. Aber ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!